Marius, wir grüßen ihn durch Jesus Christus sein Namen. Da wird wems Begrafenis wie von der wollen feiern oder celebrating oder wenigstens andenken, wer sie wie als Christen, wenn das Tag nicht passiert wird. Erstlich wie den Angehen, und ich will bloß gleich zu sagen, ich habe mich all wirklich gebankt. Wir haben hier nu al meerdere zin der Stadt müssen uns Andachten aufhalten und der Trophy eben zu gefallen. Wir freuen uns vor allem, was der anschauen down. Aber das ist nicht sind, was einem der Beste jetzt, wie mir das so scheint, sind nach Smart Top kommen mit all Jünt, Handrieren, Antworten und bloß freundliche Schaft, ja, Gemeinschaft haben. So, mich freut dort, dass wir dort haben könnt down und mich freut das sehr auch für den Tag, was uns war, waren Leuten top kommen, dass wir wenig deuten, weil mir bringt das wirklich eine Freude und ich habe mich einfach wirklich gebankt nach all Jünt. So. Ich habe gefallen auch so, dass Jünt all gebankt hat, nach die Kirche, wenn wir es nicht kann, top kommen, dann fängt ein Bild ut, was einer hat for granted genommen, was einer nicht hat ernst genommen. Und dann als nicht kann, was die Dinge tun. Und der Top kommt bei der Kirche, mir wird es sehr viel wird, und das wird wirklich frisch war zusammen, so ich war ein Loten Top kommen. Aber von der war wir reden von den Kreuz, und Jesus, was er getan hat für uns. Ich habe im Sinne ein bisschen gedacht, die ganze Story zu gehen, was er getan hat für uns, was er passieren wird, und auch ein bisschen, was er meint für uns, was er getan hat vom Kreuz. En wat dat meint, wat hij deed, wat er alles passiert ist, über dem, was hij gestorben ist am Kreuz für uns. Ich habe meine Vers gewählt, aus Hebräer 12, Vers 2, aus meinem Tagsvers. Und er sagt, weil wir Jesus immer im Auge haben, da den Glauben in uns angefangen hat, und auch fertig merken wird. Jesus hat könnt Frieden haben. Und ich glaube, dass das der englische oder eben die hochdeutsche Übersetzung sein, dass du sagst, für die Friede wird verarmt wird, oder für die große Friede oder die viele Friede wird verarmt wird, sagt das, nimm heute das Leiden am Kreuz ab sich. Das sagt nicht am Friede, dass heute können tun, wenn es am Schein ging, aber am Friede, dass heute können tun, wenn die Friede wird verarmt wird, gesagt, was danach passieren würde, dass ich und du, wenn ich dort kann, mit am Top im Himmel sein. So er sagt, dass über dem, wenn der Friede nimmt, hat den Kreuz ab sich, in der Schande, so als wenn das nicht wäre, und hat sich an der rechten Seite von Gott sein Thron gesagt. So diese Fall soll uns besonders viel Friede bringen, viel Mut bringen. Wir reichen diese Zeit, wie kann sein, dass Jesus hat, die sind Schuld ab sich genommen, hat alles getan, wenn der Friede wird ferm gesagt, wie sie da in die kann geraten sein, durch er hat das mit Frieden getan. Nicht, dass das Schein ging, aber er hat das wegen wahrlich. Und nun sagt er an Gott seine Rechte sieht, sagt er, Schrift in Hebräer 12, Vers 2. Weil wir gleich ein klein bisschen mal durch die ganze Geschichte gehen, weil wir ein bisschen durchgehen, diese Geschichte, was hier alles passiert ist. Erstlich, wenn wir kicken down in Matthäus 16, Vers 16, du sagst, als zum ersten Mal, wo Petrus sagt zu Jesus, du bist der Christ, Gott sehen. So, das ist ein großes Ding, was heute bekommt. Wir haben da, wenn bedeutet hat, noch keiner dort gesagt, können wir das klar noch nicht gewusst bedan. Und zu dieser Zeit sage ich heute, zu Jesus selbst, wenn Jesus fragt, wer seine Menschen weg sehen, dann sagen sie, wer die Menschen gesagt hat, dann fragt Gott, oder Jesus, wer sei je, dass ich sehe? Und Petrus sagt zu ihm, hei erst der Christ Gott sehen, einziger sehen. Oder den lebenden Gott sehen. So ein bisschen mit dort, in Luther, was der Kapitel Luther, diese erst, wo Petrus einmal das verliehen, 3 Mal. So das ist bloß ein bisschen ein Bild geben von, wo wir für auch Salz vielleicht haben, dass alle sagen, dass alle viert in uns nicht gewissen, dass Jesus erst wirklich Gott sehen und er ist gekommen, um uns alle raten. En Luther dacht, wenn der Strip omkomt, dat verhaken, dann dat we am dag ook off zijn, nicht, vielleicht verlieren, wenn wir manche Menschen sind, oder so wieder. Aber so das, was Petrus sagen, dass Jesus selbst, dass Gott sehen wird, in Matthäus 16, Vers 16, so, wir sind auch hier,
besonders in der englischen Andacht hier von der Triumphal Entry, wo Jesus wird in Jerusalem angekommen, ab in Buddha, ab in Esel, und wo die Palmblätter der Farm leiden, und wo die da nicht utsprechen, so hat er angekommen, da Osten König. So das ist alles der Umfang von Stellfriedach, wo wir nu kennen, als Stellfriedach. So erstlich kommt Jesus zu einer ein großer Schar Menschen, die singen, loben und preisen, und die Blätter da am Farm leiden, so hat er angekommen, als König. Und dann alles, was dann passiert mit dort, dass die Pharisäer, die Lehrer, dass die nicht zufrieden sind damit und so weiter. Aber dann ist dann ein klein bisschen Luther, dann fängt Jesus an, seine Jünger zu vertellen, was er soll alles begegnen. Was er alles, dass er soll am Kreuz leiden und dass wir haben was verroden und so weiter. Und der Jünger kann, ab dieser Stelle kann der Jünger noch nicht ansehen. Er verstand laut noch nicht klar sein, was Jesus damit meint, dass er gestorben wird und an 3 Tagen war er abgestoßen. Er weiß, dass er hat das gesagt, aber er verstand, begreift das noch nicht. Und am meisten wird dann schickt Jesus rüt, ein paar von seinen Jüngern, die sollen Städte kriegen, am Hafen, weil sei gebankt oder verlangt nur, das Osterlamm mit Entop zu haben. Und der will bitte sagen, dass das Overmut, was er mit Entop hat. Oder der Last Supper. So, dann haben sie das Städte rein gemerkt und er begegnet mit all seinen Jüngern, die Stunde, oder sie saßen durch Eten und haben alle, das sehr schöne Gemeinschaft haben. Mit all seinen Jüngern, was am der Nutzte sind. Und über dem, was der Band sind, dann sagt Jesus auf einmal, einer von Jünd wird mich verroden. Und mir hat mich betätigt, da wurde dann vielleicht mit Leuten gewasst, sind nicht Menschen, da haben alle die Jäten und so, und alle vielleicht gleich verteilt. So, waren vielleicht nicht alle krank gehiert haben, hatte ich gesagt habe, aber einer, der den nächsten umboxt und sagt, hey, freu dir mal, wer das was sagen, wer wird mich verroden? Oder wer wird die verroden? Und dann sagt Jesus, was Besonderes wäre, das sind all seine Nutz, die Jünger, das sind alle, die mit ihm sind, ganz ein Top gewasst. Dann sagt hey, da wird sein Brot, was in mir kommt, ja andocken. So, ich weiß nicht mehr, was sie da angedockt, aber sam wird irgendwie scheint, was das sein was, glaube ich, wegen, dass sie ihr Brot andocken deuten. So, er sagt, die Person, was mit mir top dat. Und dann merkt mir deutlich, dass er vielleicht gerade das gehört und vielleicht kommt jetzt mit andocken, dann vielleicht mehr was, was alle top haben. So, da hat nicht gerade gewusst, was er angehen deut. Aber er sagt, was so dicht Bibel ist, ein von seinen ganz Nutzte, wenn man am top was Brot kommt, ja andocken, und da wird das sein. Ein kleines Stückchen nur dem, wenn sie hier gegeten hat, dann sagt Jesus zu Judas, was am verroden dat, sagt er, da wird du down, was du nu, oder du schwen. Und du machst das Judas ab und geht rüt. Und der andere Jünger hat das, glaube ich, ein wenig alle gehört, wenn ein Wort von der Frau, no, wie hat der haben, und merken sich deutlich, da fasset, zu dann vielleicht, wenn, wir wieder das Geld drehen, für die Gruppe, wenn er Wort fertig kaufen, oder so, das. Und die Wort von dem merken sich deutlich, dass er als gut vielleicht was kaufen oder so wieder. Und der weiß gleich recht, was er angehen hat. Hat nicht alle gehört, was Jesus gesagt hat, dass einer wird verroden, wenn anders würde, vielleicht ein deutlicher was, dass er was verloren hat, der wird dann verroden. Aber weil muss er jetzt dann nach den Pharisäern, nach den Schriftgelehrten, nach den hohen Priestern sagt, was gibt ihr mir, wenn ich am verroden da? Und sie beiden am dartig selber stecken an. So der Gott sein Sehen verroden, verdartig selber stecken. Und heißt, wenn das Geld dran hat, so vor allem als Geld viel wird, so er geht das dann verdartig selber stecken. Und über dem, was Judas so rüht geht, dass er jetzt zum Jesus verroden, stehen Jesus und die ewige Jünger auch ab, und wollen sie gehen für einen Walk, so zu sein. Und für was der fern Mode wird, was sie jeden Abend deuten, dass sie können sich allein sein, dass sie nicht mag für Menschen werden, dass sie können vielleicht ein bisschen klarer denken und so. Ging sie fertig in den Garten Gethsemane. Und fertig, da wird Stahl, da wird Lut und danach, was sie da deuten. Und über den geht Judas und das Jesus zu verroden, für dadurch selber stecken. So, nu sind sie in das Garten ban. Jesus nimmt sie gegen mit, gehen sie dahin. Und über dem, was sie da sind, sagt er, die sollen diese wachen, stellt sich ja einfach nach dem Bett wieder gehen, aber er nimmt die 3, was am ganz nutzte sind. Die 3 nimmt er mit nach Ängstchen wieder. Er sagt, die 3 sollen mitkommen. Petrus, Jakobus und Johannes.
Er sagt, die drei sollen mit arm taub und dann sie wieder angehen. Weil das sind die drei, das sind vielleicht mit das die Hauptgänger, vielleicht mit das die Verste, was damit nutzte sind. Und sie gehen mit arm taub sie wieder und dann sage ich, okay, dann sollen sie dort noch bleiben und wir noch ein kleines wieder selbst gehen. Und das, wo er anfängt zu fallen, wo der Sinn von der Welt ab am Drecken geht und so, und anfängt an sehr, sehr schwach zu werden. So, hier denkt sie wieder, nach, Matthäus 26, 39 sagt, er ging nach dem Bett wieder und fall auf dem Gesicht im Bett. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diese Lieden an mir vorbeigehen. Doch nicht so aktuell, aber so du warst. So anfangen wir uns sehr schwer zu werden, er kann anfangen zu fallen, weil es am Drecken geht, wo wichtig diese Sache wäre. Er weiß das all, aber nicht kann er anfangen zu fallen. Sein Körper fängt an, so bedreckt zu fallen. Und dann war das so schwer, dass er fängt an zu schweiten, dass er beten geht. Er fängt an so zu schweiten, dass es so luten, dass es Blut drappen von einem Laken geht. Das ist immer so wichtig, gefällt mir, für was Dinge beten, das. Vielleicht bist du bedreckt, vielleicht gehst du durch eine schwere Zeit und du das so ernst beten, dass du fängt man an warm zu werden, fängt man an zu schweiten und so. Jesus deutet hier. Am war das so wichtig. Schrift sagt, dass so aus Blutdrappen lagen von ihm. Er ging in eine sehr schwere Zeit durch in das Garten. Und als er sprach erst zum ersten Mal zum Beten, kam er trainen seine drei, wo dann wieder miteinander kommen werden, wo dann das nutzte werden. Und kam er trainen, sagt er, dass sie, dass wir am ganzen nutzte sind, die drei, sind eingeschlafen. Aber es ist hier so wichtig, so schwer, dass er recht mit das Blut schweiten hat, und die drei, die am ganzen nutzte sind, Petrus von kleinen Stütz gefährdet sehr, dass er mit am Tag gestorben, wenn es fehlen hat. Er ist hier eingeschlafen. Und so er wagt ihn ab und fragt, sei nicht, wohin kann ich eine Stunde abliefern mit am Tag im Beten. Und mir ist so, das ist hier eine sehr, sehr wichtige Battle, was hier stark gegangen in das Garten, weil fleischlich, innerlich, fleischlich will er das nicht passieren, er will nicht das durchgehen. Aber er weiß dort im Yes, er weiß dort, dass das wieder uns hier war. Und dann so er jetzt drei, noch einmal zum Beten, allein. In Matthäus 26, Vers 42 sagt er ging zum zweiten Mal im Bett. Und er war mein Vater, wenn das nicht möglich ist, dass der Köffel von mir an mir vorbeigeht, ohne dass ich das trinke, dann lut dort nur den Wellen gehen. Dann kann bei Tränen schlucken seine Jünger wahr, was das dabei wären. Aber nu ist es dann, nu sind wir an der Stelle gekommen, wo Judas war mit seinen Herren Soldaten und Schriftgelehrten, sie wieder den ankommt, haben das verroden. So Jesus kam rein und sagt zu seinen Jüngern, du werkt ab, kiek, nu ist die Zeit hier. So Jesus hat diese schwere Zeit nu durchgebracht, nu weiter, nu ist es wirklich benommen. So sie kicken sich rum, hier sind sie einfach angehen dort, und sie kicken sich rum, und sie oft sind sie kommen, Menschen angehen, Soldaten, oder sind was bei der Tempel die Soldaten wären. Kommt alle Typen angehen, hat ihre Torche, dass sie die vier Hand, dass sie sein kann, und jetzt lut danach, und die Höhenpriester haben gekriegt, die werden nicht geplant, oder soll danach sein, dass die Menschen nicht von der Sache anwollen, über dem, was sie den Pfosten nehmen, wenn fehlen, am Osten, Propheten und so wieder. So, die wollen nicht, dass die ganze Stadt soll ein Abrühr sein, sondern dann sie das danach. Und deswegen kamen sie hier so an, und Judas, ein von den 12, größte, was am verruht hat, was ging verdammt selber stecken, kämpft, und der sein Lehrer, sein Meister, sein Jesus, was er mit am Tag gedacht hat für die letzten Jahre. Er kämpft und verruht an mit einem Kuss. Und so ein klein bisschen nachschauen, dann wird das ein von uns tun. Wenn Jesus hat wie Gott, das so, aber er wird auch Mensch. Wo wird ihm sein Hart brechen, wenn einer ein von ihm seine ganz nutzte Freund kam und er ihm verroden. Und danach sogar noch mit einem Kuss auf den Bauch, als wenn er ihn begrüßen würde. Wenn er hat gesagt, dem er auf den Bauch einen Kuss geben, dort wird er ihm so Fuß nehmen. Und mir ist so Judas haft, das nicht könnte ansehen, wie er hier deut,
anders würde er das nicht getan haben. Aber er verruht am Düm mit einem Kuss. Und dann fangen alle Soldaten und alle Menschen an zu fahren, weil sie am Fuß nehmen. Und Düm hat das all das angehen, und da ging er Iran, einer dessen war ich, einer den anderen war ich. Und Petrus, was sagt, was berammt hat, wohl sterben, und nimmt sich in Schwert und holt durch den Hack ein von denen das Uhr auf. Und dann kann sich mit deutlich merken, so viel, es wird ja alles top, da ich ohne angehen, die Menschen sagen nicht, oh, hat nicht gewiss, was alles passieren, und Düm hat das all das Confusion angehen, so dass das alle vielleicht Leute, das geworden, und einer an dessen war ich, ein anderer war ich, und probiert nicht zu kleben und so. Und er nimmt das Gleichste und Schwert und hakt in die Uhr auf. Und dann Jesus sieht das und er sagt dann, der am Schwinn sein, er soll abhören, er soll das nicht tun. Er soll das Schwert weichleihen, wenn der wird mit dem Schwert leben, der sterben noch dabei. So dann nimmt Jesus, maar ich von alles was angehen hat, all das, dass Gott hat, oder dass Judas am hat verrot und alles was angehen hat, all das Schwere, was Judas hat stark gegangen. Maar ich von all das hat er noch so viel Mitleid mit dessen, er nimmt das Uhr und er wird ihm das heilen frisch. Ich kann also meist nicht begreifen, was er hat von der Leben gehabt für Menschen, dass er durch den all das noch können tun. So dann nehmen sie den Fuß, leiden am nu, ich schlecht nur der hohen Priester an die Proben haben, du so gieren falsche Zeichen zu geben, über am sollen sollen. Und kann, wie was am kann vornehmen oder dort merken, und sie fingen die nicht. Und schicken sie den nur den König heraus und da verlangt, dass Herr Jesus mal wird sein, wenn er will in alle Sorten Frauen. Bei Jesus da haben nicht Wunder, nicht besonders, was er am für Tiken will geben oder so. Dann Herodes schickt ihm dann Pilatus. Und Pilatus und Herodes, die werden bei den Steig, wenn sie sich noch nicht so einig was gehen, einer mit anderen, aber er will, dass er hier taub anstunden oder dass er taub werden in dieser Sache, sagt er dann, den Tag werden sie dann fremd. So, erstlich dann hat sie den aufgefragt, erst bloß für die Schriftgelehrten, für die hohen Priester, dann schicken sie nach einem König und dann durch. Und dann nach einem Pilatus. In aller Wegen, wo sie sind, sie fingen nicht, dass sie den kann wirklich Schuld geben, wenn irgendwo was da abgerecht wird, wenn das sind alles falsche Zeichnisse, was sie bringen dann. So, der hat nicht können bringen, bedeutet, woran wirklich wir kann eingestoppt, oder für was wir kann anstoppen oder dort merken. So ein Pilatus, der sagt, er würde am actually looten gehen, wenn er fängt nicht an mit ihm, er würde den wirklich looten gehen, und die Menschen, die wollen die Welt und abwollen, und die sagen, am soll gekriegt, und sagen lieber den anderen Mörder und Stehler loslooten. Und da steht, wenn er wieder zu der Zeit sagt, dass er einen von denen, was er festgenommen hat, kann er loslooten, über diese Zeit. Und die Menschen wollen lieber einen Mörder haben, losgelooten, als Jesus. Wenn Pilatus gefällt, so, sie können sich entscheiden, wem sie wollen haben, losgeloot wollen. Und wenn sie nicht wollen haben, Jesus soll losgeloot worden, die brauchen lieber, sollen am Kreuzchen. Pilatus, wenn er will nicht haben, sollen alle gehen, Armut nach sein, oder soll Tanger Abrühe geben in der Stadt. Wenn er heute noch kein Trouble kommt von seinen Wirts, von den Käse und so. Dann lässt er, dass Jesus die kann festnehmen und sozusagen den Messkrieg dotkillen. Der Hand da. Erst merken sie das Kraun, am Spaten, ein Kraun mit Speckers und direkt am Kopf, ob sie das Blut anfängt zu schälen. Über sein Gesicht und fängt an zu lachen. Und dann sie am der Hand stahlen. Ich glaube, ich weiß nicht, was sie alles gebraucht haben, den du verschlungen. Hat den du geschät, verschlungen, und dann lassen nehmen sie noch eine Pitch. Wir wippen den durch, mir so, wenn ich das Bild mit genug kicken da. Blut kämpft alle wegen. Regen ist aufgereten, ganz von seinen Pitchen so zu brücken deuten. Ich und vielleicht meist gekillt bleiben, dick alle wegen. All diese Dinge, was er leiden, was er durchgehen, wird für mich und für die. Und was jetzt heute durchgehen, nicht, dass er dann doll, verdrisslich, oder dass er man mutlos wird, oder dass er
dat hij het wil opzien, hij dat al dit neemt hij aan. Voor die en voor mij. Wegen die vrede, wat voor hem gezegd wird, das wir lesen in Hebräer 12, Vers 2. Hij dat het een woord geen aan zijn, einmal geen aan zijn, dat is wat hem dit al op aanduiden. En men zijn dus hand blauwdrig gekeeld, opgewipt met zijn pitchens, wat ze broken duiden. En als dat nog niet genoeg, dan moeten ze nog de kriets ableiden, dat hij zelfs den kriets al draaien bekalgert, hoe ze hem wel een kriets gaan. En ik kon het meestal, hij knarrt door het hoop onder den kriets, hand en zo verdurcht, zo verletzt, dat hij niet kon, dat draaien, hij knarrt het hoop. Staan ze in anderen om wat am top zal, dat hij weer eng naar draaien, zodat hij dat wat merken, bedoelen ze hem actually wel een kriets gaan. En dag sagt hij dat hij früher wat de terreuren en roeren, dan zal niet verarmen, zal verernt leven en verder gingen. Zal niet verarmen, roeren en terreuren. Nou, nu weten wat ze erin doen, hand erin, met de boy, we zijn wel een krietsje, leiden hem de hand, dan vangen de neel durch zijn hang, heeft de uitgestrakt en vangen ze aan de neel durch de hang te doen, dat er wat hang blijven en durch gefeit. En er staat er hier zo geen antwoord, dat er nog einfach geen aandacht. Dat zegt, hij wird zo staal als van een schub zich laat scheren van een schubhoord. Zo staal leert hij doen, leidt dat alles passieren. Dat weet ik dat ze am door zijn leven nemen duiden, hij juist dat te han. En hij juist dat waarlijk. En hij doet het onjommerieren en onklauwen, wil ze dat duiden. Dan hebben we wat er hangt dat. Die soldaten wat er rondom zijn, die Römische soldaten, die doen zijn kleider nog uitlassen en verdelen mank zich. Während das noch ein Game, das sind Sinne, was das hat vielmal gedaan. Sie sind ganz hart gegen so und merkt das nicht, wenn sie irgendwie das dort andauern. Und heute ist still noch nicht klar. Und er sagt, leider, Führer verjagt irgendwie, sie wissen nicht, was sie tun. Wir uns in das Bild ein klein bisschen anschauen, was er gekriegt hat. Wo kan vi hart blijven gehen, dat Jezus gekomen is, mee in die te raden. Dat wat hier daar gegaan is, besonders wat we vandaag om Stelvrijdag doen vieren. Al dat wat hier daar gegaan deed, voor die en voor mij. Zo'n leven hij had, dat deed hij niet, wenn hij zelfs eine schuld op zich. Dat deed hij wil, hij had, mijn en die schuld, wat hij wil vergeven door daar. En dag een klauw. Dan hebben we wat hij hangt dat de Pharisäer en Schriftgelehrten de spatten über arm en zeggen, wenn hij wirklich Dämon ist, dann soll er darauf kommen en sagen alle Sorten der Taube. Innewiss, hij jommeriert dan ook nog niet. Wenn hij er gemäß dood is, hangt er aan en wordt gespat en alle Sorten en dag heeft hij keine klauw. Maar echt, wat jeder ziet am hängen door een kriets, zijn ook wenn ze zijn han zich dat verdiend, ze zijn murder en zo wieder sagt het. En han zich dat verdiend dat ze hängen dan Jezus heeft niet en alle bergen am Anfang spatten ze am. En den een fangt er dan onder spiet te vallen, wenn hij kon zijn, waar Jezus dat aanneemt dat, op zich neemt dat. En dan sagt der einer zu den Nächsten, als hij nicht sein kann, dort soll sich das verdient haben zu der Hand. Aber das, was in der Meer hängt, der Jesus, er hat nichts getan, um das verdient. Und dann sagt er, was sehr Besonderes zu Jesus, was hängt, das sagt er, Herr, denkt an mich, wenn du in den Himmel kommst. Er bekehrt sich hier, er gibt sich an, dass Jesus ist wirklich der Gott und dass er am raten kann. Er weiß, dass er nicht von den Kriegsruf raten kann, aber er weiß, dass er von den Sinnen raten kann. So er sagt, denk an mich, wenn du in den Himmel kommst. Und Jesus ihn Antwort am. Es sei wunderschön. Lukas 23, Vers 43 sagt Jesus dann, sagt Jesus sagte am, ich sei die Wahrheit.
du warst von der mit mir im Paradies sein. Das ist bei mir sehr wichtig, wie in Ferien habe ich aus plattdeutsche Menschen, wir haben gesagt, wie machen was die Dinge tun. Also wieder haben wir mal von geredet. Und hier so das Mal, was hier am Kreuz hängen dort. Der hat keine Zeit, ich denke, er war rein zu merken, was er tun hat, nicht mit einer Person. Er kann nicht tun, um später merken, er braucht bloß alles, was er nach kann tun, hier wird sagen, dass Jesus soll an Arm denken. Weil er in seinen Himmel bekommen, Jesus sagt, ja, von der Fuß Antwort. Er sagt, von der, wenn du, von der warst du noch mit mir im Paradies sein. Und dann, mehr wird nur das. Dann, in Markus 15, Vers 33 sagt er, dann, ab Mittag, wird er 3 Stunden über das ganze Land dies da. In Klock 3, nu Mittag, schrie Jesus laut, Eli, Eli, sabachthani. Und das meint, mein Gott, warum hast du mich verloren? So, hij fällt hier so nicht auf der ganz Schwanste. Hier fällt sich so, die ganze Welt Sinn als nur ab Arm. Er kann nicht fallen, das schwer, das wichtig, das so was er mäßig verdrehen kann, so wie, dass er sich sofort Gott auf am ganz verloren. Und wenn ich mir erinnere, und dann bitte, dass Gott, der kann Sinn nicht leiden, so über dem, was alle Sinn ist, hat Jesus gelacht, hier gut gestorben hat. Mir also Gott hat seinen Regen gedreht nur am, weil er kann nicht den Sinn ansagen, was sein Sinn der Drehung hat. Er kann nicht nur kicken, so er dreht sich von am. Und dann sagt er, warum hast du mich verloren? Über dem in Markus 15, Vers 39. Hier ist Jesus, das für getan hat. Hängt und hat das gesagt. Er biegt seinen Kopf. Und das ist frech. Hat er fertig. Hat er für meine Sinn und für deine Sinn hat er gestorben. Alle Blut, was er verguten ist. Wie sein Körper von den Kram, was er abgedreckt hat. Die Nägel, was durch den Hängen in den Feit sind. All die Städten, wo sie am Handfleisch abgedurcht mit einer Petscher, mit das was. Alle Blut, was das rausgekommen ist, war denen dort für mich und für die. Und als er das hier nicht gesagt hat, das heißt, er wird frech. Nimm du warte dir up für mich und die. So, das ist ein sehr wichtig und sehr trüge Ding, wenn er dann denkt, dass bloß was am alles an angedun und er schuldlos wird. Aber hör mal, was er hier deut. Wirklich, in Markus 15, der erste Soldat, der Offizier, was der stand, was er sein deut, was in charge wird, das sagt, aus der Offizier, der je in Eva von Jesus stand, sagt, wo er schrie und sein Jes abgab, sagt er, des Mann wird wirklich Gott sehen. So, das ist, so weit, als wir sein kann, von so, was nicht jüden werden und nicht glauben werden, bei den, bei der Zeit, als das der ganz erste, was dort hat gesagt, der Offizier, was dort alle beleben wird und sagen, was alles passieren wird. Und gerade über dem, was heute gestorben wird, was dort alles passieren wird, passiert, was sehr wunderbar ist, wenn in Matthäus 27, 51 sagt, dann weißt ihr, der Gardin im Tempel reit vom Boven bei Uing hinein. Der Erde schadet und der Steine des Spulden. Aus dieser Gardin, sie das wieder Gardin, wo in den Tempel rum den Allerheiligste steht wird, wo der Hohenpriester einmal das Jahr können angehen und bloß von sich gestellt hat, gemerkt. Der Gardin, der reit nu ab, so dass eigentlich du gleich angehen, kriegt das, was der Hohenpriester einmal das Jahr können. Wir nicht mehr, dass wir fast werden, dass wir müssen lernen mit einer gestammten Zeit. Und dann, dass wir können unseren Sinn aufladen, nicht wie das Gardin aufgerät, und dass Jesus unseren Sinn hat abgenommen, und wir gestorben am Kreuz, das Gardin reit auf, dass wir nicht Salz können angehen, dass wir durch Jesus Christus kann Salz nur Gott kommen, dass er uns hier im Priester ist, dass wir nicht mehr dürfen, aus den Zwischenhändler brücken, bitte Jesus Salz. So, nur das, kleinstens nur, dass das Gardin wir getrennt, wo sie nach sicher sein, dass er wirklich dort wir gemeinsam an der Sied spacken, dann sagen sie, wo von sich merken, und ich kam Blut und Wut dafür in der Sied rückgeschält, als sie dort deuten, und ich möchte nicht von sich, so wissen sie, wie dort. Josef, ein von den Pharisäern,
waar aan am Glauben deed, de genkbrach had Pilatus, dat hij kon den zijn Körper nemen en den begroeven. En hij leidt dat ook. En over dem wat alle passieren, dat het ganze Jeruzalem weer een Sturm, wo sich wundern deuten, was da passiert wird, wenn never euer auf der Welt wieder für 3 Stunden dies da was. Und da wird Erdbeben und der Steine spülen aus. All das, was da passieren, da wissen, sam was as hier euch was wir uns, was in aller mögt und wundern. Und ich glaube, wenn wir wieder gucken auf herab, wo Petrus die erste Ondach am Pfingsten, ich glaube, das spielt noch eine große Rolle dünner, dass die 3000 den Tag zum Glauben kommen sich in Deuten. Aber wenn wir gucken dann nicht in Krieg, wenn wir gucken dann, was da passiert ist, was hat Jesus alles getan für uns? Das erste Ding, was wir machen ansehen, ist, der Krieg zu uns als Menschen ist ein Symbol von Leben. Das ist ein Symbol von wie viel Leben. Wenn wir lesen dann in Johannes 3, Vers 18, dass Gott hat die Welt so viel Leben, dass er seinen einzigen Sohn schenken hat. Das Krieg ist ein Bild von dem Leben, was er hat für uns als Menschen. Wir müssen nicht ansehen, dass das bloß Leben, worum er das tut. Das ist nicht, dass er sich selbst, wenn er heute wird, was er kriegt, dass er für mich und für die. So das Krieg, wo Jesus anhängt, wo er sein Leben lässt gehen. Das Krieg ist ein Bild von Leben für mich und für die. In Römer 5, Vers 8 sagt es, als wir uns selbst nicht halten können, starb Jesus für uns, Gottlose, zu der rechten Zeit. Du würdest wohl, wer für einen gerechten Mann sterben, doch für ein guter Mensch muss das wer zu sterben. So das Bild ist ein Bild, wenn du nu een zaag oder Freund hast, een zaag oder Mann hast, oder een zaag oder Früh oder was, wenn es darauf ankommt, dass es vielleicht, dass die noch wirklich wünschen, wer uns als hat geben, dass die Person nicht darf sterben, dass die wünschen, dass er steht. Das ist möglich, dass die dafür kann tun, für so eine Person, was ein guter Mensch wird. Für so eine, wo er sich vielleicht nach während zu sterben, sagt es in der 8. Vers, Ober. Das, wo wir als Menschen Leben bewiesen. Wir dann versuchen, was uns hier ansehen oder uns was andauern, für die, wo wir nicht sagen, ich reise an zu sterben. Oder was leiden oder so verehrt. Aber 8. Vers, Römer 4, Vers 8 sagt, aber Gott weiß uns seine Leben daran, dass Christus für uns starb, als wir nach Sünder wären. Ich glaube, ein gerades, besseres Bild von Leben kann man uns niemals nicht feststellen. Dort ist eigentlich noch notwendig, oder nicht notwendig, was wir noch in unserem Sinn leben deuten, und dann wird es dann lauten mit uns, dass es Grube sind wir oder nicht. Weil wie Jesus hat angenommen, als wir noch als Sünder euer sein werden. Dann weiß Gott seine Leben. Und deswegen weiß dass Jesus starb für uns, als wir noch Sünder werden. Der erste Ding, was wir müssen andenken, wenn wir kicken dann an Jesus an Christus, das ist ein Bild von Leben. Das ist ein Bild von wie viel Leben Gott hat für seine Kinder, für seine Welt, was er hier gemerkt hat. Der zweite Ding, was wir müssen ansehen, ist persönlich. Was heute bedeutet, wird nicht, du wirst kann sein, in Johannes 3, Vers 16, wirst kann sagen, Gott hat so viel Leben für Peter Klosen, oder was immer die Nummer ist, kostet die Nummer der Hand sein, dass heute sie ein einziges sehr entscheidend ist. Wir müssen das ansehen, das ist eine persönliche Sache zwischen dir und Gott. Das ist nicht, dass wenn du in einer Familie abgewachsen bist, wo die Christen genannt sind, oder wenn man Quark von dass die Christen merken, das ist persönlich, das ist für die persönlich nicht aus einer Gruppe, nicht aus einer Familie, oder nicht aus einer Art Menschen. Das ist für jeder auf dieser Welt ein persönliches Ding. In Philippa 3, Vers 9 und 10 sagt er, ich will in am Seinen und nicht meine eine Gerechtigkeit haben. Ich will in am Seinen und nicht meine eine Gerechtigkeit haben, die durch das Gesetz kommt. Ich sehe die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus kommt. Das ist eine Gerechtigkeit, die Gott mir ausspricht, wann ich an Jesus glaube. Dann der 10. Vers sagt, ich will das in Christus kennenlernen und die Kraft, durch die er von Tod abstand. Ich will mit seinen Lieden bei dem Tod bekannt worden
en zo met arm dood gelijk worden. So, wenn du schwaar geboren bist, dann ist ein ouder Mensch als aufgestorben. Dann bist du mit arm top gestorben, dann bist du mit arm glück geworden du. Und dann bist du für nu eine neue Mensch, eine neue Kreatur, nu bist du eine neue Person und du stehst du mit arm top ab, als heute von Tod. Das ist persönlich für jedem ein, für mich und für die. Das ist nicht für eine Gruppe Menschen gemeint, das ist für jedem ein persönlich. So, wenn wir in den Krieg kijken, eerst ligt dat mijn live en tweitens dat is persoonlijk voor iedereen een. En het derde is dat er kan zijn, wou demütig te zijn en wou gehoorzaam te zijn, zoals Jezus te weer. Dat is een persoonlijke denk en dat is een demütige denk. Wat hij duidt is, wie kan zijn, wou Jezus weer gehoorzaam, maar echt bij Krieg. Philippa 2, vers 7 en 8 zegt, hij trok zich dort zoals God zijn uit, wenn hij weer al im Himmel, hij weer al de baan, hij weer al God. Maar het zegt, hij trok zich dort zoals God zijn uit. En dan werd hij hier geboren als mens. Zegt het neem een gestalt aan als een knaag. En werd doordat zoals wie mensen. Geboren als een mens. Demütig maakt hij zich gering en werd gehoorzaam bij hem dood. Ja, bij hem dood Kreuz. Jezus leidt zich ganz Han, leidt zich ganz rof, werd ganz demütig. En hij werd gehoorzaam bij hem Kreuz. Hij deed het voor mij en voor die. Hij deed het wenn we willen dat Gesetz nu komt. Dat we niet eindenken wat we kunnen doen, dat we kunnen dit reken. Jezus geeft zich ganz als Han, zich zelfs als nichts Han, zich zelfs rofluiten vom Himmel, als God, tragt sich doch ganz uit, zodat ik en du kan wat hij am Kreuz deed voor mij, en wenn we dat aannemen, dat we kan met arm gelijk geteilt worden, Luther im Himmel. Dat zegt hij wel, zijn Himmelrijk met ons taub oven. En als hij kijkt naar de wereld en zegt dat er wird das kein weg, hij wird wellens zich te demütigen, hij wird wellens gehoorzaam te zijn voor mij en die, maar den dood Kreuz. Hij vroeg Gott, dus er im Garten wären. Hij zei, Gott, wenn du irgendeine Weg ist, wo der Küffel kann bei mir vorbeigehen, wenn du irgendeine Weg ist, dass ich das nicht darf annehmen. Das wir lesen in Matthäus Kapitel 26. Hij zei, wann du irgendeinen anderen Weg ist, dann nimm das von mir. Und wenn nicht, dann will er das annehmen. In Hebräer 10, Vers 10, durch 18 sagt es, nu dessen willen zijn we ein en voor allemal geheiligd durch das körperliche Opfer von Jesus Christus. Nu dessen willen zijn we ein en voor allemal geheiligd durch das körperliche Opfer von Jesus Christus. Alle Priester sind eingestellt, Tag für Tag ihren Gottesdienst te verrichten en immer waren dezelfde Opfer te brengen, dat je doch niemals Sünden wegnehmen kann. Aber des Priester heeft ein einzigen Opfer für die Sünde gebracht und zet nu für immer bei Gott in rechte Seite. Hij wacht nu erop dat Gott am seine Feind een Voetbank merken wird. Hij heeft die dat geheiligt worden durch ein Opfer ewig vollkommen gemerkt. Durch ein Opfer ewig vollkommen gemerkt. Dit versichert uns auch der Heilige Geist. Das ist der 15. Vers. Hebräer 10, Vers 15 sagt, dit versichert uns auch der Heilige Geist. Dort steht geschrieben. Dit ist das Testament, das ich nur hier mit ihm merken will, sagt der Herr. Ich will ihm mein Gesetz in das Hort geben und in Erden Sinn schreiben. Und Erde Sünden in Ungerechtigkeit, wo ich nicht mehr denken. Und wo Sünden all verjährt sind, ist kein Opfer für Sünden mehr nötig. Sind nicht in so eine Schriftstück, wo wir können uns mal trösten? Hebräer 10, Vers 10 durch 18, wenn ihr das selbst wollt, lesen, nicht noch.
Hebräer 10, Vers 10 durch 18. Sagt am Ende, an der 17. Vers, und Ehre senden in eure Gerechtigkeit, wo ich nicht mehr denken. Wenn du wahre geboren bist, wenn du dich hast bekehrt, sagt, durch das Neue Testament, durch Jesus sein Blut. Sagt dann, was an der eure Gerechtigkeit in den Sinn nicht mehr denken. Und sagt, wo die Sinnen vergeben sind, du hast kein Opfer für den Sinn mehr nötig. Hast du mit frei gekauft, frei gemacht. Ein Geschenk gegeben, was wir uns nicht können verdienen, was nicht möglich wird, wie soll es können erregen. Habe ich du mit das. Das bringt uns große Freude. Das heißt, wenn wir gehorsam, wir demütig, wir sich selbst nicht aus nicht halten, wir tragt sich das aus aus Gott sein, mit sogar, so dass wir können, das erregen für mich und für diese, wie können wir am Tag das Himmelreich oben nur her. So, die Krise, das ist ein persönliches Ding. Das ist ein Bild von Leben, das ist ein demütiges Ding, das ist gehorsam sein. Das was heißt, hier war es am Kreuz. Und der nächste Ding, was wir sollen und denken, ist, dass das wir geprophezeit, das wird passieren, und viele Jahre Jahre Zeit. Viele Jahre passieren, das war das von geprophezeit in Psalm 22, Vers 15 durch 19, sagt, ich sehe uit je Guten aus Wuta. Meine Knaken sind alle uit dem Gelenk. Mein Hart ist in mir aus geschmoltenes Was. Meine Kraft ist so als 3 Schaufels. Und die Tongue, die bakt mir Bein an. Du hast mich verdaut im Stoff gelegt. Die Hunde sind bei mir am Herr. In einer gottlose Bond. In eine gottlose Bond ist rund um mich. Die haben mich durch die Hänge in Feit gespeckt. Ich kann meine Knackes alle teilen. Sie glotzen nur mich in seinen ihre Last an mich. Sie deilen sich meine Kleider an und lassen mein Überrock uit. Das war, was der König David hat in Psalm 22 geschrieben, Vers 15 durch 19. Ein bisschen von, wo Jesus wird leiden am Kreuz. Da er hängen, feit gespeckt, dass sie seine Kleider nicht lassen und verdeilen man sich. In Jesaja 53, als Samaya prophezeit worden, du weißt, hier wollte ich mehrere Versen lesen. Jesaja 53, Vers 4 durch 12. Da sagt er, durch die Krankheit, die er durch, ich habe gerade gesagt, dass wir haben ihm angesehen aus einer Krankheit und was Dinge, dass er nicht gesund wird, dass er nicht gut denkt wird. Und dann sagt er, durch die Krankheit, die er durch, wir ansehen. Die werden sich viele Menschen haben in den Krieg, die glauben, dass er wird, was er irgendwo Schulden tun, dass er wird, was Schlechtes bringen, zu den ganzen schwachen Menschen, die wir nicht so hängen und haben, dass sie am Krieg gehen wollen, dass er wird, du nicht einfach mal entbringen. Und sagt er, über die Krankheit, die er durch, wir ansehen. Das Leiden, wird uns traf durch Heu. Aber wie dachten Gott mög am Leiden und bestruft am. Doch wir haben in unsere Sünden verlassen, haben wir unser unsere Vergunen doel. Ab am lag der Struf, der uns heil mög, dadurch, dass heute Schläge krieg, sind wir gesund. Wie wir in alle ab in Weg, so als Schub, der jedem sein einen Weg können, über der Herr, der lädt all uns eureich seinen ab am. Dem haben sie gesagt. Den haben sie gesagt, und am dort schwer gemerkt, aber heu haben niemals geklagt. Kriegt so aus dem Schub, dort nur der Schlag steht, gelegt wird, oder aus dem Mutterschub, wenn der geschoren wird, nehm hij dort still aan. Hij werd vastgenomen en veroordeeld. En wie zeet wordt, als hij am ware, en wie zeet wordt, als hij am wegleden. Hij moest zijn leven handgeven voor de schuld, wat mijn volk verdient heeft.
Zijn grof wie mangt de zinda en rekje en dag had hij keinem gewollt ongedoenen en had keine lees gereed. Dem Herrn gefall dort, dem Knach te schloenen en lieden te loten, van hij zijn leven als een schuldopfer gegeven heeft, dan wordt hij nu komen hebben een lang leven. En de Herr wordt zich freien, dat het zo schafft. Wilt zijn Säul sich zo gegeven heeft, wordt hij dat licht zijn en tevreden zijn, durch dort wat hij weet. Wat meine Gerechte deiner Fehler gerecht merken, wilt hij ihre zinnen draagt. En dafür wo ik am Mank de grote talen. Hij wordt met de sterke den gewens toegeduld kriegen. Hij heeft zijn leven met dem dood handgegeven en leidt zich met zinder glück getragen worden. Hij neemt vele ihre zinden auf en steht für de zinder an. Dit is een zeer schöne Bild zum kijken wat Gott zelfs hier so auf den Prophet Jesaja gesagt, gegeven geschrieben, über das, was hij deed voor ons. Hij zegt, hij neemt vele zinder, vele ihre zinden auf. Vele ihre zinden auf, nicht alle wehen, nicht alle nehmen das an. Aber wenn ihr das annehmen, das, hij steht an für die zinder, sagt er. In een wunderschöne Ding, wenn wir dann denken, wo hij anstund hat, wo hostig das passieren kann. Und wir trekken in Lukas 23, 43, wird ihr schon lesen, dass Jesus sieht am, dass der einer, der am seine Rechte sieht, hängt am Kreuz. Und sagt er, ich sei die Wahrheit, du warst von dir mit mir im Paradies sein. Dat hij von am, so dass hij nicht, oder von am anstund, so dass er nicht kriegt, was er sich verdient hat. Aber dass hij dadurch, was Jesus dort von am, wenn er das angenommen hat, den Tag noch mit am Tag für den Paradies sein. Der letzte Ding, was wir hier machen und denken, ist der Kreuz. Wenn Jesus zu uns sagt, es ist vollbracht, it is finished, der sagte, er ist dann ganz bereit, er ist ganz fertig. Alles, was dir fehlt, dem soll ich werden. Alles, was du brauchst haben, dem soll ich werden. Alles, was du brauchst tun, dem soll ich werden. Es ist das annehmen, was Jesus für dich tut, am Kreuz. Hij heeft voor mij en voor die dit gedaan, zodat ik en du kan seilig zijn, wie kan waarheid zijn, wie kan geraad zijn in het himmelrijk oven. En we lezen dan in Johannes 19, vers 28, 30, sagt hij, nu Herr, als Jezus wist, dat nu alles geworden weer, en du met de schrift erfüllt wordt, so als geschrieben stond, zeer hij, mij darst. Du stond in Gefäß mit Wien-Erik. Dann nehmen sie einen Schwamm oder einen Sponge oder einen Sponge und specken dort am Stock. Leuten fallen Wien-Erik trinken und tragen dort eine Hecht am. So dass heute können von trinken. Das sage ich, du stond in Gefäß mit Wien-Erik, dann nehmen sie einen Schwamm. Und Leuten dort fallen den Wien-Erik tragen, specken den auf einen Stock und halten am dort in der Mühl. Und der derde Fall sagt, und als Jesus den Wien-Erik gekriegt hat, sagt er, nu ist alles fertig gebracht. Dann bücht er seinen Kopf rauf und gibt sein Geist ab. Er sagt hier, als alles fertig wird, das, was er tut, hat alles fertig gemacht und zum Ende gebracht, mit all das, was die Welt Sinn können treiben. Das sagt, dass er wisst, dass alles geworden wird. Er starb nicht, er wisst, wir sind alle geworden. Und sagte, du mit der Schrift erfüllt worden. Alle Dinge, was vorher prophezeit werden über das, wo wir einen Rat kriegen, wo wir uns raten von der Welt und von Sinn und so weiter. Als das alle erfüllt wird, das heißt, wisst, dass alles fertig wird, dann bücht er seinen Kopf. Und jäuft seinen Geist ab. Er sagt, nu ist alles fertig. Und was lügst du, wenn du denkst, dass an Jesus Christus annehmen? Was wirst du erst tun? Wirst du erst deine Sünden bekennen? Wirst du erst ein besserer Mensch werden? Wirst du erst alles aufleihen?
So wie das mit dir regnet, oder so wie das du kannst? Oder was du wirklich bloß, als die Schrift gesagt hat, annehmen, dass Jesus hat alles vor dich gemerkt. Er hat das an das Kreuz frech gemerkt, vor dich gemerkt. Der sagt, er ist bereit, das liegt nicht an die. Was steht das annehmen? Was steht das annehmen, was Jesus hat getan für die? Noch einmal der Vers, wo wir mit anfangen, in Hebräer 12, Vers 2. Hier sagt es, weil wir Jesus immer am Ehe halten, durch den Glauben in uns angefangen haben, in auch fertig merken wird. Hij hat den Glauben in uns angefangen, hij wird es fertig merken, dass es sehr wenig an die, du musst die Hand geben, du musst es annehmen, aber du kannst es nicht selbst tun. Er sagt, den Glauben, was hij in uns angefangen hat, in auch fertig merken wird. Jesus hat keinen Frieden haben, oder das anders steht sein, wenn der Frieden wird verangelegt wird, nimm hij den Kreuz, den kennen im Kreuz, nimm hij das Leiden ab sich, in der Schande. So als wenn das nicht wir, hij deed das dann wahrlich. Nicht, dass ihm das schein ging, aber hij deed das wahrlich für mich und für die. Und hat sich an der rechten Seite von Gott gesagt. Es ist für die eine große Sache, wenn du daran denken, das, all das, was wir von gelesen haben, in Gott sein Wort, wo sie Jesus Hand merken leiden, wo sie am Hand verdurcht, wo sie am Hand gewippt, wo sie am Hand den Kron abgelegt, all das opene Wunden haben alle wegen, ein blaues Schild alle wegen rot und schließlich, dort er noch gestorben, der am Kreuz, wenn seine Nägel haben durch seine Hängen, seine Feit gekillt. All das, was er durchgegangen hat. Alles, was er tut, das tut er für mich und für die, das irgendwie kein Gerät sein. Dass er hier sagen, dass in Johannes 19, Vers 30, nu ist alles fertig gebracht. Nu ist alles fertig gebracht und dann gibt er seinen Geist ab. Hast du das auch genommen, was er für die tun am Kreuz? Mein Freund sagt, wie nicht bloß Brücken reden von den Kreuz, wie nicht bloß Brücken sein, dort nu ist der Kreuz, Jesus ist gestorben, ja, ist gestorben für uns, aber wie kann nu sind auch Paul Luther aus den 3 Tagen, 2 Abstunden, du kannst wirklich fahren. Und was du mit alles abkommen. Mein Freund hat auch für nächsten Sonntag, Jay Ganz, was uns hier eine Botschaft bringt von der Auferstehung. Und die Auferstehung bringt wunderschöne Nachricht für uns. Ich würde die Tür open, wann du noch nicht hast, das auch genommen. Wenn du noch gleich irgendwas was du kannst tun, leider tut sie und nimmt das an, was die Schrift sagt, dass Jesus hat das getan. Er hat das getan für mich und die wills anbracht eine Freude, um dass er uns raten kann, durch was er will tun für uns. Wenn du was mit irgendwem vertellen, du von, wir sind hier immer Valens. Wenn du hier on Livestream bist, du hast einen Live-Chat-Button, was du siehst, kannst du wahrlich was antypen, und wenn die Haupt fehlt, wenn du was im Bereich von Phonennummer angeben, oder vielleicht bloß in Hand, wer die soll contacting wegen was die Dinge ist, wenn du was mal davon vertrauen, wie dann wahrlich. Und das ist für uns nicht eine Los, das ist für uns nicht zu viel, wie dann dort gehen, wenn wir nicht schwierig ist, dort. Bevor wir zum Schluss von dieser Stelle Freitag, Ondach, die Deutsche Ondach nach zum Schluss noch zu beten. Nach ein paar Minuten Luther kann uns englische Botschaft hier noch. So bloß blieft an den Screens, was immer dann ist, was die brauchen, dann Phone oder Computer oder was immer. Blieft an, ein paar Minuten Luther fängt uns englische Botschaft an, was Pastor Hermann uns hier auch auf Englisch noch mal verbringen von den Kreuz. So, bevor wir zum Schluss noch zu beten. Himmlischer Vater, wir kommen für den Heilig angesagt, für uns Mars, wir wollen dir danken, Herr. Wir wollen dir danken, dass du so viel Liebe hast für uns, dass du den Anziehen sehr entscheidend deutst. Wir wollen dir danken, Herr, dass Jesus selbst so demütig wird und so gehorsam wird mit dem Tod am Kreuz, dass er kann, und jeder einer auf der Tauharchen, der das lesen hat, dass jeder einer kann nur die kommen durch Jesus Christus. Dort hat er alle fertig gemerkt am Kreuz. Wir danken dir, Herr, dass dort den Weg passiert ist. Wir freuen uns, Herr, dass jedem Einwursch tragen in die. Dass die Einwursch nur an die tragen, dass wir können alle Tag ein Tag bei dir im Himmel sein.
Vi freien ons al her voor den dag wie die waren zijn van oje zeg tot oje zeg. Dat we niet maar waren daarvan glauben, wonderen oder duren or even twijfelen, maar of we worden kan durch dort durch die zijn tot oje zeg tot oje zeg dat we worden kan doen durch veel moed en zeer wunderschöne tijd te hebben die te doen vrij ons tot her. Nu wollt wir mal viel nach ihm glauben. Und du hast gesagt, der wird nicht gesehen hat und doch geglaubt hat, der Sand, der wird waren seilig worden. Wir freuen uns, du Herr. Wir freuen uns, dass du wirst mit jedem einsehen, was du auf dir hast, wirst du ihn segnen mit den Heiligen Geist, wirst du ihn tragen, immer nur an die. Und so dass wir alle kann ansehen, was wichtig ist in dieser Zeit, wo wir beim Leben, dass wir alle wollen streben, immer nur an die zu kommen. Nicht, dass wir das uns selbst können tun, aber dass du uns tragen das. Wir freuen uns, dass du wirst mit dir sein, besonders was hier vielleicht krank sein in dieser Zeit. Wir denken an die Hibatsche, Niederbämen in St. Maja. Aber besonders mit diesen paar Frühes, wir freuen uns, dass du wirst nur sein, dass du wirst deine Friede geben, deine Friede, dass sie können sagen, wer du bist, was du das und wo sie sind, durch die, dass sie nicht dürfen kicken in dieser Zeit, wo sie durchgehen, aber dass sie immer bloß für ihre Jungen abhauen in die kicken. Wir freuen uns hart, dass wir können dort tun und kriegen durch die. Wir danken dir noch einmal für das in Marien, dass wir das nicht haben können, kommen, even though das bloß durch Livestream ist, aber dass wir können kommen, ab das war ich noch einmal von denen, wo ich hier und was du hast getan für uns. Wir danken dir dafür, durch Jesus in Namen. Amen. Weil wir Leute singen, ich gehe in den Garten allein. Ich gehe in den Garten allein, meinem Heiland dort zu begegnen, seine Stimme hören und ich hol die Seele mit mir segnen. Und geht mit mir und spricht mit mir. Und es sagt, dass ich ganz allein jeden Augenblick ist ein es kommt der Wechselgesang. Sein Wort liegt und treu. Es hört ein Betet und Schweigen. Diese Melodie, unvergesse ich sie, mein Herz vor ihm sich neigt. Und kommt mit mir und spricht mit mir. Und sagt, dass ich ganz allein jeden Augenblick ist ein wahres Glück. Es könnte wechselger sein. Gern bleib ich im Garten allein, bis ich es könnte wechselger sein. Wat duip ans voorziene lyf.
enjoy this Easter service, this Good Friday service here, and just remember what Jesus has done for us. I'm going to ask you to bow your heads with me. We're going to open up in prayer, and we'll do some singing to start. Heavenly Father, I thank you so much for all that you've done for us. I thank you that you cared about us enough to provide a way of salvation, a way that all mankind could come to the knowledge of you, a way that all of us could have a hope of eternal life, a way that all of us could experience peace and hope. I pray that we would remember that this morning as we reflect back on what you have done for us. Pray that each one of our hearts would be stirred and moved to follow you with all of our hearts, that we'd leave everything else aside right now and concentrate on what you've done for us. I pray this in Jesus' name. Amen. We're going to start off singing the Old Rugged Cross. So I'll cherish the old rugged cross.
exchange it someday for a crown. Sorry about that. We'll sing Lead Me to Calvary next. King of my life, I crown thee now. Thine shall the glory be. Lest I forget thy thorn-crowned brow, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Show me the womb where thou wast laid, tenderly mourned and bled. Angels in robes of light arrayed guarded thee whilst thou slept. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Let me, like Mary, through the gloom, come with a gift to thee. Show to me now the empty tomb, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. May I be willing, Lord, to bear daily my cross for thee, even thy cup of grief to share. Thou hast borne all for me. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Do you have one more song? Good morning. It's good to be with you here
again this morning in spirit. Today we wanted to share a Good Friday message with you. And as we go through the message here this morning, we'll share in a little bit why it's such a good message for you in a good day for us as we study some scripture here in regards to this day and why we have a service. I would like to share this morning 7 statements that Christ made from the cross, and just to see his own character in that, the example that he was to us, and some things we can learn as we view those statements from the cross. Before we do that, though, I'd just like to have a word of prayer together with all those who are partaking of the service. Let's pray. Father in heaven, we come before you today in the name of Jesus Christ, the one who gave himself freely for us. And Lord, this morning, we invite our Savior to be here with us in spirit. And Lord, we're so grateful about the example that we have in Jesus. And as we reflect on his character, as we reflect on the things we can learn from the cross this morning, Father, we ask that you would just fill us with peace, a peace that passes all understanding. Fill us with understanding. Lord, I pray for each one that is partaking of the service here online today, Lord, that you would bless them and reveal yourself to them. Lord, we're understanding of the times to a certain degree, maybe not fully, Lord, but we know that to be with you in eternity is dependent upon our faith in you. And with that in mind, Lord, we ask that you would just open yourself up to us, reveal your truth to us, Lord, in a way that is divine, in a way that leads people to you and to your side, and that would cause people, Lord, to strive for eternity, to seek you and to understand the life that they can have in you. So, Lord, we ask for your word to bear much fruit, even to 30, 60, and 100-fold, for your name's sake, Lord, and for the furtherance of your gospel. So, Lord, we just want to commit this time to you. In Jesus' name, amen. Often we give a lot of weight to somebody's last words. And so as we do that today with the Lord and look at his last words from the cross, I was doing some research on some famous people's last words. And, some of them are interesting, some of them are puzzling, and some of them are very revealing about a person's priorities in their life. But I just want to share a few of them before we get into the message this morning. The first one is by Bob Marley, who says this: "Money can't buy life." That was the last words that have been known to come from him. John Wayne, who many of us are familiar with, died at the age of 72 in Los Angeles. On his deathbed, he turns to his wife and he said, "Of course I know who you are. You are my girl. I love you." His last words. Babe Ruth, famous baseball player, his last words were this: "I'm going over the valley." Princess Diana, who died in a tragic accident, the last words that came out of her mouth were, "My God, what's happened?" Pancho Villa, who many of you are familiar with, Mexican revolutionary, sighed as he died, saying, "Don't let it end like this. Tell them I said something." Mozart said this as he was dying: "The taste of death is on my lips. I feel something that is not of this earth." Harriet Tubman, who many of you are familiar with, wrote Uncle Tom's Cabin. In 1913, as she was dying, she had her family gathered around her. Her last words were, "Swing low, sweet chariot." Beautiful words there. Many of you listening this morning maybe have a cherished memory of when you were gathered around the deathbed of your loved one. And maybe there were some last words that they shared with you that were very significant to you.
and meaningful to you, and you ponder them and reflect on them even now, many years later. And something that you carry in your heart. And maybe you look back on it and you think about this person's life and what they represented. And even as they died, and the last words they shared, were meaningful to you in that regard. But as you think about Christ and Him being on the cross, we understand that Jesus suffered horribly while He was on the cross. And one of the things I would encourage you to do as we study the 7 statements that He made from the cross is just to remember the condition that Jesus was in as He was hanging on the cross for the sins of mankind. He was not in prime condition. He had been tortured very cruelly and beaten physically in many ways. And as He was hanging from the cross, He makes these statements, and they're very profound, especially as you look at some of the history behind this. Just want to share a little bit with you. According to Roman historians, it was very common for those who were crucified to utter blasphemies and words of wrath toward those who were involved in the execution. Seneca, who was a contemporary of Jesus, recounts that those crucified would normally curse everybody, including their own mothers and fathers. The Roman philosopher Cicero writes that the executioners would sometimes even cut off the tongues of the criminals so that the soldiers would not have to listen to their cursing and the words that were coming out of their mouth because of how extreme it was. So it kind of gives you a little bit of an idea of even what Jesus had to bear when He was listening to the 2 criminals that were reviling Him on either side of Him. But notice what Peter says about Jesus while He was hanging on the cross, these 6 hours that He spent there. Peter says in 1 Peter 2, verse 22, that He, being Jesus, committed no sin, neither was deceit found in His mouth. When He was reviled, He did not revile in return. When He suffered, He did not threaten, but continued entrusting Himself to Him who judges justly. So this is quite a testimony. Knowing what happened in other executions on the cross, how terrible it was and how these people struggled on the cross, to know the character of Christ in the midst of this. And sometimes we're tempted to say, well, that's because He was God that He could do that. But He was fully human as well and experienced the same suffering that any man would experience on that cross as well. But I want us to look at these 7 statements this morning, starting with the first one that's found in Luke chapter 23, verse 34. The first statement that we see from the cross, I'm going to be going over the statements found in Luke and in John and Matthew. Mark, the statements that are in Mark are pretty much identical to the ones from Matthew. So we'll be looking at the 4 Gospels, but for the purposes of these statements, we want to look at Matthew, Luke, and John as we look at these statements here. Luke chapter 23, verse 34, Jesus said, "Father, forgive them, for they know not what they do." Father, forgive them, for they know not what to do. As you think about Jesus making this statement while He's dealing with this most excruciating pain that anyone could imagine, as He's on this cross, his focus is not even on His own needs, but He looks at those who have wronged Him. He looks at, for example, He looks at the Roman soldiers who are at the bottom of the cross gambling for His last clothes, for what He had possessed while He was here on the earth, as they're dividing His garments among them and gambling for them. He forgives them, and he talks about them in this statement, "Father, forgive them, for they know not what they are doing." He considers the soldiers who had beat Him, who had mocked Him, who had spit upon Him. He considers Annas and Caiaphas, the
the high priest who had wrongfully convicted him at night with false witnesses. He considers his own disciples who betrayed him, who gave him up to preserve themselves. He considers all of these things as he cries out to the Father. He says, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Isaiah chapter 53, verse 12, tells us that he bore the sin of many, and he makes intercession for the transgressors. He makes intercession for the very people that reviled him, the very people that cursed him, the very people that put him on the cross. And not only those, but all of humanity that had sinned, as Romans chapter 3 tells us, that all have sinned and fallen short of the glory of God. Every single person, past, present, and future, he has them in mind as he talks about this thing. Father, forgive them, for they know not what they are doing. But even more specifically at that time, he is talking about the experience that he's going through on the cross when he, as the Creator, is being horribly crucified and put to death by his own creation. In a sense, he was also putting into practice what he had taught his own followers in the Sermon on the Mount. Matthew 5, verse 43, Jesus had made this statement. He said, love your neighbor, or he said, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. So he was praying for the very people that were persecuting him. But if we look a little bit closer into this, as he says, Father, forgive them, for they know not what they are doing, we also see 1 Corinthians 2:8 kind of being fulfilled here as well. 1 Corinthians 2:8, the Apostle Paul tells us that none of the rulers of this age understood this. He says, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. And that's an interesting statement to make. He says, if these people had understood what they were doing, he says they would not have crucified the Lord of glory. So when Jesus says, Father, forgive them, for they know not what they are doing, in a sense, they didn't know what they were doing. They didn't know that they were crucifying the Messiah. They didn't know they were crucifying their King and their Creator to a certain extent. They crucified this man that threatened their system, their way of life. And to them, he was a troublemaker. And so they put this man to death. And Jesus is crying out here, Father, forgive them, for they know not what they are doing. As we look at the statement a little bit more in depth, we also know that the prayer of Jesus was answered in a very incredible way. Especially as you look at the foot of the cross, you see the Roman centurion who cries out, surely this man was the Son of God. And you see Jesus, as he cries out to the Father is opening up the eyes, even of those around the cross, to who he is. One of the thieves that was crucified with Jesus exercises faith in Christ. A member of the Sanhedrin, Nicodemus, who came to Jesus at night, also publicly aligns himself with the Lord. And a little over a month later, we see 3,000 people coming to faith in Christ as the church began at Pentecost. Essentially,